Hi Leute, ich bin der Renton. Da ist der Raven King. Und erstmal ein fettes Danke an Nachtlicht für das Intro. Wenn ihr uns auch ein Intro schicken wollt mit Nageria, dann schickt uns das einfach, ladet es bei YouTube hoch, von mir aus. YouTube, nicht das andere. Ja, YouPorn hoch und unlisted. Und ihr könnt mir den Link zuschicken, ich lade es dann irgendwie runter oder je nachdem. Auf jeden Fall wäre es geil, wenn wir noch mehr Intros zusammenkriegen. Und danke an Nachtlicht dafür. Ja, sehr cool. Danke, dass ich auch manchmal spielen darf, ne? Ja, genau. Auch nochmal dickes Danke, dass Dickes der Raven Danke. King bauen durft, weil heute zeigen wir euch Minecraft Caprica Part 4. Lange angekündigt und es hat sich einiges verändert an der Baustruktur, auch am Skin, wie man sieht. Ich habe Aber eine Sekunde, ich muss nur einmal, also ich werde in dem Part so gut wie nicht reden, weil der Raven King erklärt. Ich rette mir Ja, nee, pass auf. Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, Caprica ist eine Stadt, die der Raven King ganz alleine im Creative Mode auf der Xbox 360 erbaut hat, Jo. in mehrere Monate Arbeit, und wir haben 3 Videos draus gemacht, mit unserer eigenen Musik hinterlegt. Ich werde nochmal alles verlinken. Ich mache auch eine komplette Seite bei Nageria, das wurde noch nicht gemacht, wo dann alles drin ist. Und jetzt sagt der Raven King, wie es weitergeht. Also, in manche Videos, die ihr natürlich alle geguckt habt, habe ich gesagt, dass ich gern Caprica verändern würde. Ich würde es gern ein bisschen realistischer machen, weil am Anfang baut man halt, baut und irgendwann entsteht halt eine Stadt. Und ja, dann merkt man doch irgendwann, dass es doch nicht so realistisch ist oder dass ihm irgendwas nicht gefällt. Es gibt ein paar Änderungen. Ich sage euch jetzt nicht, was für Parts das sind, wo diese Gebäude, die ich zum Beispiel verändert oder Abrisse habe oder was weiß ich, drin sind. Das kann er selber sehen oder es ist auch egal, wenn er es jetzt nicht sehen. Ich sag's jetzt auch einfach. Also, was ich verändert habe. Ich drehe mich jetzt nicht um. Also nicht so, dass man was sieht, weil da hinten ist der neue Stadtteil. Wir haben ja mehrere Stadtteile vorgestellt hatte und der ist jetzt komplett neu, deswegen zeige ich es nicht. Der ist realistischer und das fängt mit der Straße zum Beispiel schon mal an, ja. Ich habe die Straße in dem Skin sieht es ein bisschen mehr noch steh aus hier. In dem normalen Skin ist das halt einfach schwarz. Ich wollte einfach ganz normale Straße mit Asphalt haben, ja. Kurze Frage, ist das normal Wolle oder was? Das ist normal Teppich. Okay, gut. Aber du musst da halt manchmal ein bisschen, ja, so ein bisschen weiterhelfen mit Sachen, die eigentlich nicht direkt passen. Ja. Also die Straße habe ich verändert. Die ganze Straßenführung ist ein bisschen, ich habe so ziemlich alles aufgerissen. Ich habe die ganze Straße neu gemacht. Man hat eigentlich viel hier Steinstraße, Kante und was ich noch gemacht habe, immer hier Glowstone neu gemacht, weil ich gedacht habe, sieht cool aus. Ist aber auch unrealistisch. Es gibt zwar Häuser wie hier, wo ich sie noch drin close habe, aber das ist einfach Guck mal ein Stück hoch, dass man das Haus besser sieht. Ja, bitte. ich muss gucken, dass man dann so, ne? Dass das ein bisschen erleuchtet ist. So. Erste Neuerung. Ihr könnt euch noch an die Kirche erinnern. Diese erste Kirche da, die hat mir nicht mehr ganz so gefallen, die habe ich jetzt umgebaut, habe sie ein bisschen angeglichen, dass sie mehr ins Stadtbild neu passt. Die ist jetzt halt eher weiß, ja. Innen drin hat sich aber nicht so viel verändert. Mal kurz aufmachen. Ne? Das hat mir einfach nicht mehr gefallen, weil die war völlig von der Bausubstanz her. Ihr könnt es euch auch nochmal angucken, aber das hat mir einfach nicht mehr gefallen. Das war nicht so gerade und einfach nicht so realistisch. Dann habe ich irgendwie so mal gedacht, ich mache Rathaus ganz am Anfang. Das ist ja schon über ein Jahr her. Das hat mir auch nicht mehr gefallen. Das habe ich neu gemacht. Die Säule sehen geil aus. Ja, die Säule sind irgendwann gekommen. Das Hochhaus ist neu. Und hier zum Beispiel Lampe, ne? Nicht nur die Straße neu gemacht, sondern Beleuchtung. Da geht ein Weg jetzt neu. Da kann man jetzt mal gescheit in das Kolosseum neu gehen. Das Gebäude habe ich gelassen. Gegenüber ist das Gebäude, das habe ich komplett abgerissen. Hier habe ich Fassade neu gemacht, einfach, dass alles ein bisschen mehr passt. Ich habe ja auch am Anfang eine Pyramidkarte. Und die hat mir auch nicht mehr so gefallen. Also hier habe ich noch einmal eine Pyramide, die ist ein bisschen besser geworden bei der Anna. Die hat mir einfach nicht so gefallen. Ich habe es einfach ersetzt durch ein Haus, was ins Gesamtbild passt. Und wenn man von oben guckt, ich habe es doch nicht ganz aufgeben können mit der Pyramide. Das Dach ist halt pyramidisch gemacht. Was auch neu ist der Fernsehturm. Da habe ich vorher eine Kugel aus Glas mit Wasser drin gehabt. Ich habe halt gedacht, oh, sieht das cool aus, aber Macht Realismus. Es macht keinen Sinn. Ich habe es neu, zum Teil jetzt neu aufgebaut und zum Teil einfach die Fassade neu gemacht. Wenn man jetzt da aufschlägt, dann hat man noch mal ein altes Stern, man sieht es nicht mehr. Dann haben wir hier ein neues Gebäude. Einfach mal, es sieht vielleicht langweilig aus, aber es ist auch realistisch. Es gibt einfach Gebäude, die sind halt aus Backstein, die sind ein bisschen älter. Das habe ich halt nochmal neu gemacht. So.
Ganz kurz, wir bauen übrigens noch, der Foschel hat sich damals eine Bowlingbahn gewünscht, ist auch schon lange her, haben wir auch noch vorzubauen für euch. Und wenn ihr irgendwie Ideen habt, oder? Ja. Ne, wenn ihr Ideen habt, was wir wohl bauen sollen, weil wir spielen es wahrscheinlich noch einmal auf der Xbox One, irgendwann. Wir sind ja noch an Diablo dran, was ziemlich viel Zeit kostet, aber Minecraft wollen wir so als... Damit wir Ruhe bekommen, also, ne? Zwischendrin auch noch mal ein bisschen. Minecraft wird nicht sterben. Wird nicht sterben, ja. Was hier neu ist, die Straße natürlich. Ich werde noch mal einen Überflug machen, ja, wenn wir mit der Beschreibung fertig sind, dass wir genau sehen, was passiert ist. Ich will es halt jetzt noch nicht vorweggreifen mit der neue Part. Einfach hier, die Straße ist neu gemacht. In dem Bereich, wo die ganze Kirche stehen, und hier haben wir ja sowas, was mehr in den arabischen Raum geht, da habe ich die Straße so gelassen, weil das soll ein bisschen altertümlich aussehen. Deswegen hat mir das eigentlich ganz gefallen, das beim Stehen zu belassen. Was ich aber auch hier gemacht habe, Glowstones raus, weil das ist einfach, das war zu übertrieben. Muss ich selbst gestehen, am Anfang fand ich es geil, aber irgendwann merkt man, sieht zwar aus wie eine Stadt, wie gesagt, aber es ist nicht wirklich das Wahre. So, hier die ganze Straßenführung nochmal. Ja, was ich auch gemerkt habe, da hinten steht ja das Krankenhaus, ne? Und da war ja noch ein Gebäude davor, das habe ich abgerissen, weil der Krankenhaus braucht eine gescheite Zufahrt. Dass man da Zufahrt hin, ja? Das ist schon nee, nicht fanatisch, wie nennt man das? Zwangsneurotisch. Kann man so sagen. Also ich bin schon perfektionistisch, ja. Wobei der ein oder andere sagt, die Stege gefallen mir jetzt nicht, ich würde ein ganz anderes... Also es gibt keinen perfekten Zustand. Ich denke etwas... Perfekt könntest du dir jetzt machen, wenn du es am PC spielst und dir die Skins selber machst. Dann könntest du es wirklich 100% machen wahrscheinlich, aber das wäre ja noch kranker. Ja. Worauf ich jetzt dann auch noch geachtet habe, ist, dass man mal Parkplatz hat. Ja? Das ist eine Riesenstadt. Da muss ich auch mal irgendwann parken. So, das ist eigentlich so die Grunderneuerung. Das heißt, Steine, die man nicht braucht, weg. Die einfach nicht dazugehören. Straße nochmal auf. Ja, ich habe es eigentlich wirklich nochmal aufgegraben und dann nochmal neu gemacht. Und die Beleuchtung, dass man da Lampe hat. Und mit dem neuen Skin sehen die Glowstones halt auch besser aus. Die sind nicht so grell von der Farbe her, die sind ja eher gelb im normalen Skin, da haben wir es so. So, dann gehe ich erstmal nochmal da hier. In dem Mittelalterbereich, da sieht man es eigentlich am besten. Glowstones weg, alles weg. Im Mittelalter hat man Guck mal ein Stück hoch, bitte. Ja. Nicht so weit, nur nicht immer auf der Boden, weil ich sehe die Gebäude nicht so gut. Deswegen, ich wollte eigentlich die Straße, ich kann auch hochgehen. Die Straße nochmal zeigen. Seit dem letzten Part hat sich was verändert. Ich habe eine Abwehranlage eingerichtet. Das ist ja mal ein Katapult auf dem Turm, ja. Und was man noch hätte, ich finde den Effekt geil. Und zwar habe ich nochmal ein Schiff gebaut. Ich habe ja schon ein paar moderne Schiffe gehabt. Ich habe jetzt nochmal so ein 16., 15., 16. Jahrhundertschiff gebaut. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so perfekt. Was ich versucht habe, ein bisschen Bewegung neu zu bringen ins Segel. Und ich finde, so ein bisschen was hat es von Assassin's Creed. Da gibt es ja auch, glaube beim Revelation so ein Part, wo man dann vom Schiff kommt und dann diese Stadt schon mal sieht. Ja, der eine oder andere denkt sich, was wollen der für ein Scheiß, aber ich denke da irgendwie an Assassin's Creed. An der Anfang vom Spiel, ne? Ja. Aber du halt das Schiff hat, da kann man auch hoch. Gut. So. Wenn du schon im Mittelalter bist, musst du auch das Wichtigste im Mittelalter zeigen. Das Wichtigste im Mittelalter ist natürlich unser Tempel, der direkt neben der Kirche ist. War mal da drin in den Parts? Ich glaube, ja. Aber ganz kurz. SpongeBob-Tempel. Unsere SpongeBobs. Ja. Da habe ich einer davon gebaut. Ja. Den hast du gebaut und dann habe ich gebaut. Oder? Ja. Ein Stück Renten ist immer dabei. Da war ja mal gar nichts. Ja, krass. So, das nächste, was kein Gebäude ist, aber was ich komplett neu angelegt habe, was auch scheiß Erbet war, aber mir hat es nicht gefallen, dass in dem Mittelalterbereich, wie soll ich sagen, das war mal hier alles so ziemlich Wüste, ne? So, das, alles, was du so siehst, bis ganz hinne. Die Komplettkarte hinne war relativ viel Wüste. Das habe ich nochmal neu aufgebaut gehabt mit Gras, Land. In den Videos, in der ersten 3, haben wir gesehen, dass da kein Baum ist. Ich habe den kompletten Wald hier angelegt, weil A, da soll kein Gebäude hin und B, im Mittelalterbereich braucht man Jagdgründe und was weiß ich. Da wollte ich es einfach ein bisschen natürlicher haben. Ja? Außerdem gibt es ja eine Abgrenzung dann, ne? Ja, genau, Abgrenzung dann nochmal zu dem Agrarpart zum Beispiel. Was sie mit dem neuesten Update eingeführt haben, das kann ich mal kurz zeigen, ist Heu.
ne, Strohballe. Die habe ich jetzt so ein bisschen gebaut. Das ist keine große Neuerung, aber das wollte ich jetzt einfach nochmal zeigen. Genau, der Wald, das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also es gibt Städte, da hast du eigentlich überhaupt gar nicht mehr viel Natur oder was weiß ich. Ich finde, das ist aber eine gute Sache, dass man ein paar Pflanzen mit drin lässt. Und ich denke, das tut sich eigentlich ganz gut einfügen, weil wenn du dann mal durchstehst, dann kriegst du auch nicht so viel von der normalen Stadt mit, siehst du halt nichts, aber du siehst, da ist ein Mittelalterbereich, ne? Und das ist einfach authentischer. Wie gesagt, Leitfaden war jetzt mal Realismus. Jetzt kommt's. Man kann es nicht als Gebäude bezeichnen. Ich habe die Straße neu gemacht. Und ich will ja auch, dass Caprica von allen Stadtteilen aus gut erreichbar ist. Und ihr habt es auch gesehen gehabt, es gab am Anfang eine Autobahn. Und dann habe ich mal weitergebaut. Strandkenner. Und das hat in diesem römischen Bereich hier, da gibt es so jetzt nochmal diesen Circus Maximus und so weiter. Autobahnschild. Geht die Autobahn weiter. Und zwar bis zum ersten Stadtteil. Und das war auch scheiß Erbit. Ihr seht hier vereinfacht die Golden Gate Bridge, die ist neu. Also die normale Golden Gate Bridge hat ja gleich 2 Pfeiler. Ja. Das hätte doch jetzt nicht gepasst, das wäre viel zu groß geworden. Die Autobahn liegt jetzt nicht nur hier schwebend über dem Meer. Also die Stütze gehen schon runter, ja? Du hast echt an alles gedacht, ja? Ich habe da an alles gedacht. Es hat auch eine Fahrbahnbeleuchtung von unten. So, dann hat man hier nochmal Schild. Geht halt weiter, da wieder Stützpfeiler. Wir haben ja da auch Schiffverkehr stelleweise, ne? Deswegen habe ich gedacht, eine Brücke, die man einklappen kann. Geil. Die habe ich gebaut und habe irgendwann ein Video von, ich weiß nicht, Kalifornien oder so gesehen. Es gibt eine Brücke, die sieht so aus, aber ich habe es nicht gewusst. Ich habe mir die vorher nicht angeguckt. Die sieht göttliche Eingebung. Etwas so aus, ja. Nee. Doch. Ich habe halt gedacht, wie ist es am praktischsten, ne? Und das ist eine Zugbrücke. So, die Autobahn geht weiter. Es gibt so Brücke über Bahngleise, ja, die aus Metall sind. Das ist jetzt eine Autobahn, aber ich habe gedacht, sieht vielleicht auch gar nicht so schlecht aus. Kennst du die Brücke, wo so in etwa so aussieht? Ja. Und da habe ich einfach gedacht, oh, ist vielleicht ganz nett. Also, aber ach, hier geht alles wieder runter. So alles gestützt sein. Womit wir wieder im ersten Stadtteil wären. Da gibt es dann nochmal eine Zugbrücke. Die ist hier ausgeklappt und auf der rechten Seite ist sie eingeklappt, damit das Schiff hier raus kann. Mhm. So, jetzt habe ich schon fast den nächsten Part gezeigt. Genau. Achso, die Autobahn. Ich mache noch die Autobahn fertig. Also es gibt... Warte, wie machen wir es jetzt? Okay, die Autobahn führt in den neuen Stadtteil. Jetzt kommt einfach der neue Stadtteil. Hier haben wir Auffahrt. Ja, da kannst du dann von hier hoch. Hier haben wir Abfahrt. Da geht es dann die Straße neu. Und die Autobahn mündet. Da fährt dann in den neuen Stadtteil. Machen wir so, ich fliege mal kurz hoch und zeige euch den neuen Stadtteil. Was eine gute Sicht ist, wenn man auf dem roten Containerschiff steht. Und guckt halt mal einfach, jetzt lasse ich es mal ein bisschen aufbauen, wenn es geht. Das ist die neue Skyline sozusagen von Caprica, Stadtteil, was weiß ich. Was hat sich verändert? Die Straße hat sich verändert. Die Größe der Gebäude hat sich verändert. Die Architektur, ja, ich habe es ein bisschen nicht komplizierter gemacht, aber ich denke ein bisschen ausgefallener. Weiß nicht. Ausgereifter. Ausgereifter. Ich meine, du hast ja auch dazugelernt. Ja. Bei den Monaten. Wobei es jetzt schon 2 Jahre sind, oder? Fast 2 Jahre, ja. Fast 2 Jahre. Also es ist gerade gut, ich baue jetzt auch nicht jeden Tag, ich habe auch jetzt wirklich Monate Karte, wo nichts war. Um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, der Raven King hat schon immer Interesse an Minecraft gehabt, was wir ja dann auch gelet's played haben, wo wir einfach so ein bisschen Scheiß gemacht haben, wirklich erreicht haben wir ja nichts, wir haben irgendwie einen schlechten Turm gebaut und das war's. Und ich habe mir dann gedacht, der Raven King hat Geburtstag gehabt, ich mache mir Freude, er hat geschrien, wie er das Minecraft ausgepackt hat. Bei Zalando! Oh mein Gott! Also wirklich, es war saugeil. Und dann war es vorbei. Ich habe ein halbes Jahr nichts mehr von ihm gehört. Das war's gewesen.
Naja, also schon wirklich durch sehr viel gespielt, ne? War einfach so, oh, ich komme her, ein bisschen chillen, ein bisschen Problem an Minecraft ist, gut, du bist durch die Karte begrenzt, aber du wärst ja eigentlich nicht fertig. Mhm. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich die ganze Straße nochmal aufroppen und Sachen neu baue, weil du denkst, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber du machst es, weil das ist wie wenn du Bild machst. Du willst es halt wirklich so machen, perfekt, dass es halt perfekt ist. Wie gesagt, es ist nicht perfekt. Es gibt Leute, vor denen ich riesen Respekt habe, die haben Gebäude, die sind 10-mal so groß. Es gibt Leute, die haben die Enterprise noch gebaut. Gut, alles in Gruppe und so und alles auch innen drin ausgestattet und was weiß ich. Von dem her würde ich mich jetzt nicht selbst beweihräuchern. Das will ich jetzt auch gar nicht. Vielleicht bloß einfach mal zeigen, was ich so im Kopf habe. Ja, ist so cool. Ist so gut ja. Was haben wir neu? Die Brücke hier. Das hat das Nachtlicht gebaut, da habe ich noch die Brücke rüber gebaut. Also der ganze Bereich hier war Wald. Ja? Dann habe ich erstmal komplett aufgesprengt und abgebrennt. So wie man es mit dem Wald halt macht, ne? Das ist, was ich wollte. Häuserschluchte, ne? Die habe ich jetzt. Genau. Über mehrere Straßen. Soll so ein bisschen an New York erinnern. Wenn ich es getroffen habe. Ich war noch nie in New York, aber man sieht es auf den Filmen. Das hat, wie ich finde, ein bisschen was vom Empire State Building. Ist ein bisschen altmodischer. Da haben wir so ein Klotz einfach mal mit so einem Spitzdach. Da habe ich jetzt an die Post gedacht, das soll ein Postgebäude sein. Das war einfach Spielerei. Und hier haben wir halt wirklich die Wohngebäude, ja. Einfach mal die ganz schlichte Gebäude. Hier auch. Sowas wie Bürogebäude, wo ich da hier gebaut habe. Echt starke. Dann hier eine Kuppel, die mal ein bisschen größer ist. Also es sieht jetzt vielleicht von hier nicht groß aus. Ich gehe mal kurz neu, wenn ich den Eingang finde. Ist der da? Jo. Ups. Ich kann mal gucken. Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Das kennst du mir da, oder? Nee, da war ein Loch. Du musst jetzt neu schlagen. Nee, ich find das. Scheiße, du hast recht. Ich habe noch gar keine Dinges neu gebaut. Okay. Da ist es. Wo? Ah, da war's. Da war's. Da hätte ich eigentlich noch Leiter hochbauen. Das sieht ein bisschen aus, wenn du so nur guckst, wie in so einem Bahnhof. Ja. Da hast du recht. Das wollte ich aber gerade mal gucken. Also im guten Sinne jetzt, ne? Jetzt nicht. Also das ist einfach, es sieht halt von innen schon größer aus. Ne? Das war halt auch halt Erbe, dass man das halt auch wirklich rund kriegt. Mal gucken, was ich mal irgendwann baue, weil dann ist vielleicht irgendwann. Brauchst du nicht zumachen, du speicherst es doch eh nicht. Nee, ich mag das nicht, wenn ich da irgendwas nicht hab. Ja, zwangsneurotisch. Zwangserotisch. Zwangserotisch. Ich bin so sexy, ich kann nicht anders da. So. Was haben wir noch neu? Da habe ich jetzt an so Gerichtsgebäude gedacht. Ist auch relativ, das ist nicht so riesig, aber. Ja. Wie gesagt, okay, die Autobahn ab. Da hätten wir so Gebäude. Wobei du so einen Turm schon gehabt hast, oder? So ein Kringel, ne? Ja. Ja gut, der ist so jetzt nicht bis oben hier geringelt, der ist ja bloß Teil geringelt. Aber du hast einer, der bis oben hier geringelt war, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ist relativ klein. Da ist so ein bisschen asiatisches Dach drauf gemacht, wie man es von Malaysia kennt. Aber wie gesagt, einfach so ein Mischmasch. Manchmal baue ich einfach drauf los und sehe erst am Schluss, wie es aussieht. Das sind zum Beispiel 2 Gebäude. Mhm. Muss ich ja jetzt nicht jedes Gebäude einzeln zeigen, aber ne, das ist, was ich meine. Da ist schon zum Beispiel Geschäfte, ne? Sowas wie ein Bäcker. Friseur, Bäcker neu machen oder so. Einfach, dass man dann, wie gesagt, was hat. Da vorne geht die Brücke zur Burg hin, zu dem Schloss. Und das ist halt das, was ich haben wollte, dass man nicht irgendwo auf irgendeine halb abgebaute Wand guckt oder auf irgendeinen Wald und dann ist einfach das abgeschnitten, sondern ich gucke hier und habe überall Stadt und da ist überall was. Da ich auch das Gefühl habe, in einer Stadt zu sein. Gibt auch überall Straße durch Blocks. Das habe ich alles in Blocks aufgeteilt. Ich habe mal Kino. Ja. Kann man neu klären. Also, ja, das zeige ich vielleicht auch nochmal. Holzhaus. Ne? Weil das ist ja jetzt auch eher ein Strandnähe, also habe ich auch eine maritime Farbe hier genommen. Da könnte man so einen Surfer-Shop neu machen oder was weiß ich. Hier so ein bisschen gespielt, einfach mit Verwinklungen, ne? Dass das Gebäude jetzt nicht einfach bloß hochgeht. Was ich gebaut habe, ist immer Kino.
Und das ist halt so schlicht, wie Kino aussieht. Die meisten Kinos sehen von außen scheiße aus. Also sieht es auch scheiße aus. Dann habe ich gedacht, oh nee, es sieht doch zu scheiße aus und habe oben drauf nochmal Wohngebäude gemacht. Mit der Terrasse. Ich habe nicht alles ausgebaut, aber das Kino ist zum Beispiel, was habe ich mal ein paar Gedanken gemacht, kannst du dann direkt Popcorn holen. Wie bei The Simpsons hier, ne? Der rote Teppich, wo du dann hier Das ist die Kasse, ja. die Kasse hast. Und dann haben wir hier den Kinosaal. Mit dem alten Skin war das ohne Linie. Also das sieht jetzt aus wie so ein Matheblock. Sorry, das, ja. Ne? Verschiedene Sitzreihe. Geil. Es war aber, jetzt haben wir nicht so viel Airbit, weil es ist halt so einfach kalt, wie halt der Kino aussieht. Ja, ist ja egal, wie viel Airbit es war, es sieht geil aus. Es passt halt gut rein, weißt du? Der wird wieder Wohngebäude. Was man sich halt denken muss, es gibt keine realistische Stadt, wenn ihr bloß hingehen, jetzt mal als Tipp und tun Brecher neben der anderen Stelle. Also wirklich riese Hochhaus oder irgendwas Außergewöhnliches neben was andere. Man braucht zwischendrin normale Wohnhäuser, sonst gibt es einfach nichts. Das ist auch, wenn du von oben dann guckst, das ist einfach wie so Nagelkissen. Du brauchst einfach zwischendrin andere Dächer und was weiß ich. Was heißt brauche, wenn ihr es wollt, ja? Das ist einfach nur das, was meine Einschätzung ist. Wenn ihr euch das anders besser gefällt, dann ist es auch in Ordnung. So, das will ich jetzt mal zeigen. Da habe ich an eine Schule gedacht. Ne, da hast du dann zum Beispiel hier schon mal so einen Aufzug, dann geht es ganz hoch. So die erste Ebene, schon mal ein Saal. Also ich muss eigentlich das jetzt auch nicht alles erklären, ich will eigentlich bloß mal zeigen, wie verwinkelt das ist. Also da wären wir dann ganz oben. Das ist dann schon wieder wie ein ganz normales Haus, ein bisschen mit Blau, ein bisschen mit Farbe. Gehen wir runter. Du hast halt nicht einfach stumpf gebaut. Nee. Du hast dir bei allem dein Teil gedacht. Genau. Einfach, was brauche ich für eine Stadt? Ich brauche das. Ich habe zum Beispiel noch keinen Flughafen, das wird vielleicht irgendwann mal ausstehen, weil das wirklich groß ist. Bin ich noch nicht dazu gekommen, aber braucht auch eine Stadt, ne? Schule wird benötigt. Ein Bahnhof? Bahnhof habe ich in sehr minimalistischer Form. Also Gleise oder was? Ja, wie diese Bahn zum Beispiel, ne? Das sind einfach verschiedene Teilbereiche. Da kannst du dann auch innen drin mal runter gucken in den nächsten Raum. Was sind denn die flachen Dinger? Ist das Glas? Das Glas. Ja. Ah, okay. Ja. Also einfach ein paar Gänge. Das sieht von außen gar nicht so groß aus, oder? Das ist immer wieder dieser Effekt, dass die Gebäude von innen größer aussehen. Und hier kannst du da runter, dann kannst du da wieder, was weiß ich. Dann kannst du da raus. Kannst du da wieder neu. Kannst du da hoch. Schon da oben. Ne? Und da oben ist ein anderes Stockwerk, aber ich weiß gerade nicht, wie man hochkommt. Aber so. Ja. Einfach, ach, wie bei manchen Gebäuden kannst du einfach mal runter gucken, dann kannst du da rumlatschen und dein ne? Sowas zum Beispiel. Aber es ist echt scheiß Erbe, das dann vom Grundriss her zu machen und dann auch so zu machen, dass du überhaupt irgendwie Nutzer hast an der Fläche. So, gehen wir weiter. In der Neckstraße, muss ich gerade mal gucken. Ich zeige das Ende-Gebäude noch nicht. Es gibt in München, sieht man das öfter, so relativ große Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser, die aber noch ganz cool aussehen, wie ich finde. Wo immer so ein Fahrradstellplatz vorne dran ist. Wo auch manchmal Bäume sind, da habe ich jetzt Druck gedacht. So ein bisschen bunter, weißt du? So ein bisschen altmodischer. Das ist der Puff oder was? Ah, ne. Ja, Die Deck sah so aus, als wäre das alles lila. Hier zum Beispiel, da bin ich dann hingegangen, hab dann relativ groß. Das kennt, was weiß ich, eine Stadtverwaltung so oder so, aber einfach nochmal, dass es nicht so langweilig ist. Das ist ein Haus. Wenn ich in Ludwigshafen zu meinem Studium gehe, gibt es ein Haus, das sieht in etwas aus. Und da habe ich gedacht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und da ist es einfach mal hochgebaut, so wie ich es noch im Kopf hatte. Ja, genau. So. Das ist halt die Rückseite nochmal zugängen. Dann, wir in Straße, wir haben zwar noch keine Autos, ich weiß nicht, ob mit irgendeinem Update dann irgendein Baustelle kommt, wo du dann ein Auto dir herstellen kannst. Das wäre geil, wenn du was hättest zum Rumfahren oder so. Ja. Da habe ich mal hier eine Tankstelle gebaut.
weil das brauchst du auch. T wie Tankstelle. T wie Tankstelle. Dann da hinten da geht jetzt relativ weit. Es gibt, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ob das Schweden ist oder so. Ich weiß genau, was du meinst. Wo sie keinen Strand vorne drauf haben, sondern ein bisschen so mit Stelzen und dann direkt so bunte Häuser. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß, was für ein Bild du im Kopf hast, anhand von dem, was ich in Minecraft hier sehe. Und das heißt ja, dass dir gelungen ist, was du machen wolltest. Falls ihr das jetzt verstanden habt, aber so ist es. Und ich finde es geil, dass du der Darth Vader bist. Sorry, das muss ich mal erwähnen. Ich finde es geil, falls ihr es aber links noch nicht gesehen habt. Ich finde es geil, dass du der Darth Vader bist. Ich bin der Darth Vader. Ja, das ist cool. So. Was steht da oben? Museum. Was gehört in ein ordentliches Museum? Atari. Der NES-Controller. Der Link. Dann haben wir da den Kirby. Kirby ist ich habe einfach mal so eine kleine Hall of Fame gemacht mit dem Super Mario, mit dem Sonic, mit dem Pac-Man, mit dem Geisterle. Und ja, in dem Rahmen, wo es möglich war. Also da habe ich jetzt auch nicht mehr viel Platz, aber das wollte ich einfach mal als Tribute, wollte ich dann ja mal ein bisschen was für die Retro-Ecke machen. Vielleicht mache ich da auch irgendwann mal so Bücherregale hier oder Regale. Also ich muss dich jetzt einfach mal fragen, hast du das an einem Retro-Freitag gebaut? An einem Retro-Freitag? Habe ich? Noch ein Retro-Freitag bestimmt. Achso. Aber weil da war ja Retro angehaucht und ich habe gedacht, es war bestimmt an einem Retro-Freitag. So. Der nächste große Wunsch von Anfang an kommt gleich, den ich mir realisiert habe. Hier haben wir so ein blaues Gebäude. Da habe ich mal ein bisschen mit dem Dach gespielt. So ein... Wie heißt das, wenn... Ja. Ein Dach. Ja, ein Dach. Das könnte das Polizeigebäude sein zum Beispiel. Habe ich schon gedacht. Und was ich schon immer haben wollte, einfach mal einen Platz. Ich habe erst mal gedacht, vielleicht noch einen größeren Marktplatz. Ich habe aber schon, glaube ich, 2 Marktplätze. 3 Marktplätze. Immer in dem Kirche, Römer, Orientbereich. Immer in dem Stadtteil, wo der Sternezerstörer steht, ein kleiner. Und immer im Mittelalterbereich, glaube ich. Da habe ich gedacht, nee, reicht eigentlich, ich mache mal so einen kleinen Park. Und dann habe ich dann halt ein Motor gelegt. So, was ich die ganze Zeit nicht zeigen wollte, ist das bisher größte, von der Bauhöhe glaube ich nicht, aber das größte von der, außer der Autobahn natürlich, was noch viel größer ist, aber das ist ja viel Gebäude. Das größte Gebäude anhand Zählung der Steine. Denke ich schon mal. Und das ist mein Hotel. So ähnliches Bild habe ich im Internet gesehen gehabt, das war mir ein bisschen zu langweilig. Während du trinkst, erstens Respekt, dass du es gebaut hast. Zweitens Respekt, dass du es fertig gebracht hast, durch die Stadt zu laufen, ohne dass man es sieht. Das ist ja geil. Das war halt das, was ich jetzt noch nicht direkt zeigen wollte. Und zwar, wir haben relativ große offene Platz. Wenn ich jetzt an den Central Park zum Beispiel in New York denke, das ist ringsrum, sind die größten Gebäude wirklich um das Teil rum. Das macht ein geiles Bild. Wir haben jetzt hier nicht überall Skyscraper oder sowas, da haben wir ein kleineres Hochhaus, da haben wir halt das, aber ja gut, es gibt doch irgendwo, finde ich, ein gescheites Bild ab. Ich weiß jetzt nicht, was da noch dazu kommt, aber es sollte halt einfach die Wirkung sein. Ne? Man hat hier den Park, es ist zwar nicht ganz mittig, aber ich finde, das Gebäude kommt halt auch viel mehr zur Geltung, weil großartig nichts außenrum steht. Ne? Gut, was wir hier noch haben, ein längliches Gebäude, einfach als Füller nochmal. Und das Gebäude... Der Teil, den man links sieht, gehört ja dazu? Da komme ich gleich noch dazu. Okay. So, der springende Motor war eigentlich, oder der antreibende Motor war einfach die neue Bauhöhe mit dem zweitletzten Update. Da ich dann gesagt habe, okay, das Grundgebäude hat schon gestanden, also das hier, ne? Das war mir aber wie gesagt zu langweilig, da habe ich gedacht, okay, bauen wir es halt ein bisschen größer, wie viele Türme braucht man? Habe ich einfach mal 3 gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann mal so Querverbindungen noch neu mache, aber ich weiß auch nicht, ob das dann vielleicht zu groß wird. Vom Grundriss her
Bei den Hochhäusern ist es gleich 8 größte. Flächemäßig pro Stockwerk. Pro Stockwerk. Pro unterm Stockwerk, die sind jetzt wieder normal. Das ist wie wenn eins draufgesetzt ist. Ich glaube, dass es höchste ist. Ich könnte aber mal was ausprobieren und zwar gerade vor. Das sieht jetzt der auch nicht mehr so groß aus. Ja. Jetzt gucke ich mal. Das war jetzt eigentlich die ganze Zeit das Größte. Ich hoffe, dass ich gerade genug bin. Ja, ist vielleicht ein bisschen Ja, man merkt schon, du bist höher. Ja, ein bisschen. Das war bis jetzt das Größte. Das haben wir auch im Video gesehen. Ist aber relativ dünn. Okay. Kleiner Ausflug. Oh, ob du das kleine Hotel wieder findest? Das ist ja. Ja, das war bis jetzt das Größte. Vorgestern habe ich auch noch was gebaut. Das war dann wieder so ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt ein Hochhaus nochmal gebaut mit einem Grundriss, wo die Front quer ist. Mhm. Ja, du hast hier asymmetrisch, aber wenn du so drauf guckst, ist es symmetrisch. Es gibt neue Steine. Das sind so Informationssteine, da kannst du dann... Ich hab's noch nicht ganz Kraft. Sehen gut aus. Da ich halt mal ein bisschen mit der Beleuchtung gespielt und halt auch von dem Grundriss her. Hast du Magie jetzt in Minecraft? Weil das eben so, was du eben aufgerufen hast, sah aus wie so Magie bei den Ja, du Informationssteinen. hast ja auch Tränke und so Kram. Okay, so gut. Bücher. Aber das interessiert mich eigentlich nicht. Ein Pool. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so toll ist, das Gebäude, aber es war halt einfach mal so ein bisschen mit der Form ausprobieren, einfach, dass es quer steht. Also für mich als Noob ist es sehr beeindruckend. Und die Stadt sowieso. Also mein tiefster Respekt für diese Stadt, ganz ehrlich. Ach jo. Wie gesagt, ihr denken jetzt, ja, das bisschen, gucken euch mal die Caprica-Videos an. Der ist durch, der Kerl, der ist kaputt. Ich mach jetzt zum Schluss nochmal einen Rundflug drüber. Und Underground. Underground ist ja auch noch da. Soll ich Underground nochmal zeigen? Du kannst mal kurz runtergehen, dass Okay. die Leute, falls sie Caprica 1 bis 3 nicht gesehen haben, auch noch mal sehen, dass du selbst im Boden was gebaut hast und den Baum. Baum kann ich auch. Baum muss ich jetzt nicht von innen zeigen, da gucken wir lieber das Video. Und zwar, mach ich gleich. Wir sind hier komplett am Ende. Ah, Ja, hier ist das Ende der Das Map. komplette Ende. Hier mal ein kleiner Pier. Das Haus habe ich gestern auch gebaut. Da wollte ich einfach mal ausprobieren, wie es mit grüner Säule aussieht. Und das hat mir ganz gut gefallen. Da hat man eine kleine Garde dahinter. Ne, da So, kannst so du ein dich China-Restaurant. gemütlich hier hocken. Ja, gell? Soll aber eigentlich ein Wohngebäude sein. Wohnen halt Chinesen drin. Ja, genau. So, jetzt haben wir noch einen Sonnenaufgang. Ich hole mal kurz die Karte. Jetzt seht ihr hier alles. Ihr seht die Autobahn außenrum. Oben rechts, ne? Das, was dann so schnörkelig runtergeht. Und das alles, was so ziemlich grau ist bebaut. Also ich habe noch links und unten habe ich noch ein bisschen Platz. Mal gucken, wann, in welcher Weise da vielleicht wirklich noch ein Bahnhof, was ich wirklich auch machen will, ein Flugplatz hier kommt. Aber da können wir dann, denke ich mal, nächstes Jahr dann das nächste Video machen. Ne? So, Karte brauche ich nicht. Leck mich. Hab ja noch. Scheiß-Card. Wir können ja, gut, jetzt geht die Sonne auf, jetzt können wir auffangen. Hier, da gibt es so irgendein Bild, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Das ist irgendwie Ja, Dänemark, wo es nicht so warm ist mit Wasser und keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal unseren Rundflug, dass ihr halt mal das Ausmaß der Stadt sehen. Soweit. Bisschen hoch. Also, neuer Stadtteil. Ah, das ist das blöd, dass die Wolke sind. Ich gehe bis runter. Hier haben wir die Autobahn. So doppelt die, ne? Das kennt man ja auch, wo dann zwischendrin Inseln sind. Das ist der alte Stadtteil. Und ich mag das einfach, wenn zwischendrin Bäume sind, wenn das eine grüne Stadt ist. Das sieht einfach wie gesund die Stadt aus, ne? Nicht so, der Moloch brauche ich nicht. Ah, die Uhr habe ich verändert gerade. Die habe ich ein bisschen mehr in das... Wo hast du die Uhr gestellt? Ja, von dem bisschen viktorianischer, das ein bisschen älter aussieht oder was weiß ich. Jedenfalls, die war so ein bisschen grau und das hat mir immer gefallen. Da haben wir das Riesenrad, hier geht die Autobahn weiter. Tennisplatz, ein relativ hohes Gebäude. Dann haben wir hier unseren Agrarbereich.
Da ist stelleweise noch das Glas drin. Das Licht. Also da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das los. Dann haben wir hier hinten. Geht die Autobahn weiter. Den Bereich. Hier auch wieder die Füllhäuser zwischendrin. Sieht einfach besser aus. So, und sozusagen ist von hier bis hier die Karte komplett bebaut. Dann haben wir hier den... das Luftschiff, ja. Das Hotel. Das Stadion, falls ihr es noch nicht kennt. Das ist einfach nur krank, was du da gemacht hast. Das ist einfach nur krank. Minecraft King. Jo. Das ist die Bahn. Ach, da hinten dein Bahnhof. Da haben wir da wieder das Krankenhaus. Von der Bahn zum Bahn. Ja, das wollte Renton jetzt noch sehr. Genau, einfach mal kurz von außen zeigen. Guckt Caprica Nummer 3. Ist es 3 mit dem Baum? Ich glaube, es ist der dritte, ja. Muss auch fangen, ja. Ja, genau. Da hatte ich einfach mal Bock, einen Baum zu bauen. Von der Bauweise ist eigentlich der Stamm das leichteste, das zu schaffen, dass die Krone gescheit aussieht. Und ich würde noch nicht sagen, dass die perfekt ist, aber die Krone Man erkennt, dass es ein Baum ist. Ja, zu machen ist relativ schwer, aber der Baum ist ja nicht nur ein Baum, das ist ja ein Wohnbaum. Den habe ich schon ausgebaut zum Haus. Ich habe auch nur einen Teaser, okay, geh hoch, weil die Leute sollen ja sehen, was drin ist in der anderen Videos. Die müssen ja auch noch geguckt werden. Achso, dann gehe ich da hoch. Also, was halt wirklich Spaß macht, es ist viel Arbeit und ihr werden oft Kotze und was weiß ich und aber die Ausblicke. Das ist halt einfach, du guckst halt auf deine Stadt und denkst dir, wenn du von oben guckst, dann ist das moins. Sieht da auch kleiner aus. Aufstehen, Gesicht abwaschen, Kaffeemaschine an, Xbox an, Spielstand laden, ans Fenster gehen, Kaffee holen vor der Fernseher und dann guckst du auf deine Stadt. Auf deine Stadt. Ja? Oder auf meine Stadt, wenn er jetzt das Video guckt. Wenn er jetzt von dem Flugmodus runtergeht, ne? Das hat eine ganz andere Wirkung schon wieder. Du latscht in der Stadt rum, denkst eigentlich gar nicht. Ja, klar. Du fühlst dich wirklich in der Stadt. Wie in einem gut wie im Shooter oder sowas. Ja, so ist gut umgesetzt. Ja, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ich das super gut umgesetzt habe. Aber ich sag's, du hast super gut umgesetzt. Wirklich, ja, ich gebe auch gerne Tipps und was weiß ich. Mein tiefster Respekt, was du für einen Scheiß da gemacht hast. Ja. Leck mich am Arsch. Danke. Und wenn ihr irgendwas haben wollt, der Raven King baut's euch und ich sitze hier rum und laber dumm. Ne? Wenn wir es spielen, machen wir Korb oder baust du allein? Fertig, wir bauen das allein. wir bauen das zusammen. Schatz, wir bauen das allein. Kannst du mal am Arsch lecken. Wir bauen das zusammen, Mann. Ja. Hast du im Untergrund was Neues gemacht? Nee, ne? Nein. Gut, dann müssen wir das auch im anderen Caprica-Video gucken. Dann gehen wir doch nicht runter. Nee, weil es wird langsam knapp mit der Zeit, glaube ich. Also Leute, falls ihr Tipps braucht, ich bin jetzt nicht so der Minecraft-Bauer, der sich mit Technik auskennt. Also ich habe jetzt nicht viel mit Funktionen oder was weiß ich. Es gibt Leute, die bauen ganze Taschenrechner, die programmierbar sind in Minecraft. Es gibt Leute, die haben mit Design überhaupt gar nichts am Hut. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man am besten mit der Stadt auffangt, und ich habe es gelernt und ich habe es lernen müssen, weil ich viel wieder... Kannst du in der Zeit, wo du das sagst, nochmal ins Museum gehen, bitte? Ja. Ich habe es lernen müssen, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass es stelleweise gerade Scheiße, was ich gemacht habe. Die Skills kommen und die kommen ganz von allein. Ja? Die Tipps, die ich euch geben kann, ein gescheites Stadtbild, wie gesagt, besteht nicht nur aus Prunk und Protz. Das nennt er der Controller. Was macht er? Besteht nicht nur aus Prunk und Protz, ein riesiges Gebäude und wie geil. Realismus ist, dass man zwischendrin mal kleine Häusel schaut und was weiß ich. Und Ammo Natur zwischen neu lässt. Es ist so scheiße Arbeit. Aber wie es schon auf der Packung hier ist, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und nur die Fantasie setzt diesem Spiel Grenzen. Ne? Und auch wenn man manchmal Kopfweh kriegt, wenn man zu lang drauf hockt, gern Frage. Ihr könnt auch gerne mal was schicke, eigenes Video, das können wir vielleicht auch mal vorstellen. Oh oder, ja, das wäre cool. Oder wie gesagt, geben uns Aufträge, was wir bauen sollen. Wenn wir dazu kommen, machen wir das auch. Und schlussendlich bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zusehen und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Erklären mich bitte nicht für verrückt.
Jedenfalls nicht im negativen Sinne. Und danke. Das ist Caprica. Ja, nee, ich bin auch sehr beeindruckt. Ich muss es einfach nochmal sagen, tiefster Respekt. Falls du dich wunderst, warum ich jetzt dir den Controller abgenommen habe. Du wirst es wissen, wenn das Video rauskommt, und die Leute, die es sehen, wissen es schon. Ich nehme das Museum als Thumbnail. Weil ich es doch ziemlich geil finde. Und ich muss wirklich sagen, mein tiefster Respekt, am Anfang hast du viel gebaut. Und du hast doch gesagt, man muss, man lernt das von allein. Man kriegt das neu. Man lernt das Ähnliche, was ich als Tipp geben kann. Du brauchst aber trotzdem irgendwo ein Verständnis dafür. Ein Verständnis fürs räumliche Denken. Und so wie das hier aussieht, hast du das nicht. Nee, das ist scheiße. Ich kann auch nicht gerade ich sitze eigentlich nicht richtig auf dem Stuhl, ich bin festgeklebt. Weil ich mich mal umfallen komme. Ich meine, was ist denn das für ein Flugzeug? Ja, du hast dich gebaut. Ja, da, siehst du. Okay, das hast du gut gemacht, ne? Hier mit meinem dicken Stab. Ne? Also tiefster Respekt für deinen Stab. War das vorher 8? Ach ne, das war mit einem anderen Skin. Ja, ich gerade wissen wollte, ob das vorher 8 schon lila war. Alter, bewegt er sich so langsam seitlich oder muss ich irgendwas drücken, dass er schneller seitlich geht? Noch vielleicht ein ganz kleiner Tipp, jetzt habe ich schon vorhin mal Abschlusswort gesagt, aber klingt jetzt vielleicht blöd, aber bevor ihr anfangen, irgendwelche Gebäude zu bauen, planen die Straße. Straßen sind so wichtig, weil irgendwann merken ihr, dass ihr A, keinen Platz mehr habt, B, die Straße einfach zu klein sind. Zu schmal, kein Platz. Dann habt ihr ganz andere Baufläche im Kopf, klappt nicht. Also Straßen sind echt wichtig. Und ja, das war's. Also wie gesagt, zu Frage von Caprica schreibt so unter das Video, der Raven King guckt regelmäßig bei den Videos vorbei und versucht dann zu beantworten. Wenn nicht, sage ich ihm, dass was geschrieben wird. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich denke, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich bin immer noch beeindruckt. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video von uns. Ciao. Tschüss.